Nog waren gode morgenstien Ola. Ik word deze week aan dat wordt er niet aan, maar we waren denk ik hopen dat wanneer ik hier wil opkomen van mijn ene wedstrijd reden, dan moet ik plus niks te zeggen hebben. So, ik ga je bed en ik vertrouw God auf wedstrijd gegeven. So, ik had de boodschap genannt, de kracht van je bed. Da we doen een paar versen lezen, aber eerst in Matthäus Kapitel 21, Vers 22 lesen. Matthäus 21, Vers 22. Ze zegt es dit. En om alles wat je beden, wat je kriegen, man je geloven haben. So dort hielt sich sehr einfach. Weil wir den Fuß noch ein Vers lesen, Markus 11, Vers 25. Markus 11, Vers 25. Sagt es dit. Du wegen sagt jünd, am wat immer je beten, geläuft dat je dort kriegen und je wollen het haben. Da hielt sich sehr scheinen, dann fragen wir uns, I'm sure wir fragen uns alle die Frage, warum haben wir dann bei uns für den Gebet und das hat nicht so gedreht, als wir für Gebet haben. Was ist die Ursache dahinter? Wenn wir dort lesen, 1. Johannes Kapitel 5. Ist Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15. Sagt es dit. Und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wenn wir am wat vertrauen, dort nur sehen wollen ist. Und wenn wir weiten, dass er uns hört, wenn wir am wat vertrauen, dann weit wir auch, dass wir das haben, um was wir beten. So, hier ist das. Das sagt, wenn wir am wat vertrauen, dort nur sehen wollen ist. So dort du mit bei, wenn Gott will haben, wir sollen ankommen in Gebet, wir sollen unser schwere Ding vor anbringen, ein Ding, was wir nicht weiten, wo wir haben wollen mit. Aber ein Ding ist da immer mit bei. Wir müssen mit so einer Einstellung nur ankommen, dort sehen wollen, nicht unseren. Und wenn ich was in mir und checken da, ich habe vielmals für Dinge gebet. Und das ist nicht so passiert, als was ich verbeten würde. Aber Gott hat einen anderen Plan, Gott hat einen besseren Plan. Und dort müssen wir uns ganz überzeugt sein, dass, wenn das nicht so eintritt, und dort, was wir uns als Menschen deuten, Gott hat es wegen alle am Hand. Er hat nicht von uns verjeten und er hat unsere Gebete wegen. Das nächste, was wir drehen, nur Römer 8, Vers 26. Römer 8, Vers 26. Das sagt es dit. In Gerud so habt Jesus uns in unsere Schwachheiten, weil wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jesus betet für uns mit so einer Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. So, I'm sure uns auch mal alles das dort tun, wenn wir vielleicht durch irgendwas Schweres gehen, und wir weiten nicht, wo krank wir beten sollen, wir haben nicht wirklich wir dafür, wir können nicht unsere Fehlungen mal aussprechen zu Gott, wo wir uns fehlen. Das gute Ding davon ist, wir dürfen nicht der Rechte wir brauchen. Gott, der kennt uns hart und der weiß, wo wir das meinen. Und das ist ein sehr, sehr guter Trost für mich. Das hat nichts zu tun mit der Rechte wird. Das hat zu tun mit wo ist dein Hart eingestellt. Das nächste, was wir drehen, nun Psalm 144, Vers 18. Psalm 144, Vers 18.
sagt es dit. De har as all de nu on, de am onropen. All de am en woord onropen. So, wir zijn dat gebed, dat brengt ons nur zu Gott. En wir haben uns angewand, wie dann jedes Mal zum Frühstück vor wir wirklich ans Tag anfangen doen, dann kommen wir einmal vor Gott im Gebet. Und für mich ist das immer ein guter Trost, zum Weiten den Tag anfangen mit Gott. Wenn einer das einmal nicht getan hat, da fühlt sich laarig, da fühlt sich so ist irgendwas missing. Und so, tam nu worden und uns merken, die wir uns gemerkt haben und die wir uns geraten haben, meint das unbedingt, wir sollen Gemeinschaft pflegen. So, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir jeder Tag in Gebet kommen. Nächste, was wir drehen, in Philippa, Kapitel 4. Philippa, Kapitel 4, Vers 6 und 7. Zorg hint nisch, laat Gott met beden en prachen en danken zijn, alles wat je fehlt. En Gott zijn vrede, die wird über alles geld wat mensen verstaan können, wat je hart en gedanken in Christus Jesus bewahren. So, ich weiß nicht, wo je das geht, wo mir das merken so, wenn ich das vorhabe, mal irgendwas, ich grabbel mich ganz mit damit, und über dem wat champen eng, en dan valt hem dat nog bij, dat, hey, weet je wat, we kunnen actually aan de zaren op God schmieden. En don't, wanneer het zo lood daarbij valt, dat kan we dan nog doen, maar een ding wat ik niet proef te leren, wanneer du zijn immer so eine Dinge, wir weten nicht, wo Dinge werden uitdraaien. Wir haben alle Dinge, wo wir Zaren drehen, auf eine Weise oder andere. Aber das gute Ding ist, Gott gibt so viel Raum an uns, wir können unsere Zaren auf Gott schmieden. En hij wordt, met wem we de leven willen geven ons aan. Die wordt zich door met weten en wie veel beter als we zelf kan. Nächste waar we drehen nu, Jakobus 5, vers 16. Jakobus 5, vers 16. Der letzte Part von dem Vers sagt, das Gebet von einem Gerechten kann viel uitreichen, wenn das ab ihren ist. So, wie sein Beispiele in der Bibel von, wo der Gemeinde beten hat für Petrus. Und meins hast die erste ohne der aus, er festgenommen wir in der Engel in Gefängnis reintraten hat. So eine Beispiele aus dort. Das ist ein gutes Beispiel für uns, wenn wir beten tun, Gott kann große Dinge uitreichen. Wenn das nicht kurz, fertig wir dort steht, und das kann auch sein, oder kurz was wird passieren. Aber ein Ding, was wir weiten, wenn wir mit uns hart vor Gott kommen, Gott kann große Dinge tun. Nächste, was wir lesen, Kolosser 4, Vers 2. Kolosser 4, Vers 2. Sag, holt on mit beten, sieht wacker und dankbar. So, sagt er, holt on mit beten, sieht wacker und dankbar. So, nochmal, wenn wir für irgendwas beten tun, und das passiert nicht kurz, dann fällt mir mit wie von Petrus. Der wird auch, das Carlos hier steht, und es wird kurz, aber er nicht. Und das ist wo wir auch gesagt haben. Wir beten für irgendwas und das passiert nicht. Und dann über dem, dann beten wir das nicht mehr mal. Mir habe immer noch mal so gesagt, ich habe für irgendwas ernstlich gebetet und das passiert nicht. Und über dem, einer wird mutlos und er geht auch mal beten. Dann war es immer noch gut, dann passiert das.
En dan denk ik terug, wauw, ik geef dan een hoopning op. En nu is het dag passiert, God heeft er niet van vergeten. Zo, waar we onhump blijven in gebed, God ergeeft ons. Nächste Vers, wat we doen nog willen te lezen, is 1 Thessalonica kapitel 5. Eerste Thessalonica kapitel 5, vers 16 durch 18. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und Lied sein, was passieren soll. Der höchste Engel wird droppen und Gott seine Person wird geblust worden. Dann werden die im Glauben an Christus selig gestorben sind, zu ihr abstehen. Dann war wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm in der Welt mitgenommen worden, in unserem Heim begegnen, und dann war wir immer bei uns sein. Mit dessen wird 30 Uhren unter. Mir laat so, ich habe hier einen Artig der Vers abgeschrieben. Aber wo ich hin will, ist, das Kolosser Kapitel 4, Vers 2 sagt, wir sollen wacker bleiben. Wir sollen wacker bleiben und dankbar bleiben in Gebet. Und wo können wir das tun, wir können wacker bleiben und dankbar bleiben? Ich glaube, wenn wir in der Bibel beschäftigt sind und wir darüber studieren, dann das ist der beste Weg, wo wir können wacker bleiben und wir wissen, für was wir beten sollen. Weil wir in Gott sind wollen beten, dann, dass Gott unsere Beten kann erhören. Und ich glaube, das ist ein Ding, wo wir uns immer mal denken halten, dass wenn wir wollen, eine Gebetserhörung haben, dann müssen wir auch nur Gott sein Hort heran sein. Okay, ich werde die Vers noch einmal lesen, was ich gerade sehe. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 durch 18. Der Herr selbst wird vom Himmel raufkommen und Lied sein, was passieren soll. Der höchste Engel wird droppen und Gott seine Person wird geblust werden. Da waren die im Glauben an Christus selig gestorben sind, zu ihr abstehen. Dann war wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm in der Welt mitgenommen worden, in unseren Herren begegnen, und dann war wir immer bei ihm sein. Und das wird 30 Uhren unter. Und dann wollen wir noch lesen, Jeremia 29. Jeremia 29. Vers 12 en 13. Dan wil je mij ombeden, en je worden kom en mij vertellen, en ik wil niet harken. En je worden met een eindkandig hart heron mij zijn, en je worden mij vingen. So, wenn wir mal überdenken, dann, für all die von uns, die glauben sind, wo können wir zum Glauben? Irgendwo haben wir eine Relation mit Gott. Wir sehen ein paar Wörter, oder wie in uns Hort haben wir vielleicht zu Gott angerobt. Aber durch Gebet können wir nur Gott. Und dort von der ersten Tag nach Krag so up. Von der ersten Tag hast du nach Gelegenheit, genau das nach du. Gott horch nur die, was du wirklich nur am siegen. Und er wird dir nicht die Zeit starten. Mit diesen Gedanken werden wir noch einmal beten. Herr Jesus, danke schön, dass dir das so gemerkt hast, dass wir keine Gemeinschaft haben mit dir. Danke schön, dass du uns erhören lässt und die versprachst uns dort, dass die wahrscheinlich sehr besser hören, wenn wir wollen eine so eine Dinge fragen, was nur dein Willen ist, und help uns, dass wir wollen im Glauben beten und nie nicht abgeben, dass wir nie nicht wollen mutlos werden dadurch. Der Bibel muss uns alle viel Mut geben und uns helfen, dass wir wollen täglich beschäftigt sein, nur die kommen mit den Dingen, die uns Sorgen merken, und dass wir wollen Gemeinschaft pflegen mit dir. In Jesus' Namen. Amen.